Ja. Man denkt schon daran, wie schön dass es wäre, oder? In einer warmen Wohnung. Aber eben, mit Kollegen nur so Einzimmerlogen haben, ist ja auch nicht das Wahre. Das hatte ich ja hier eigentlich auch gehabt. Einzimmerwohnung, ohne Strom. Ja, ich bin Snuffi, ungefähr 10 Jahre keine eigene Wohnung gehabt. Mal hier, mal dort bei einem Kollegen. Notschlafstelle und zwischendurch auch von aussen. Ja, den ganzen Winter unter der Verladerampe. Ja. Und das da war eben mein Winterquartier. Mal. Ja, es kommen wieder Erinnerungen auf. Nicht die schönsten von dem her. Aber das Kaffee habe ich immer gleich jeden Abend noch gehabt. Ei, uff. Ja, die Kollegin, die das mitbekommen hat, ist sie fast alle Abend mit dem Kaffee vorbeigekommen. Noch. Dann sind wir auf der Rampe gehöckelt und noch ein bisschen zusammen geplaudert. Und dann haben wir dann auch mal drunten reingeschnackt, die Tür zu. Und den Schlaf der Gerechtigkeit geniessen. Reklamiert hat eigentlich nie jemand. Aber ich habe keine Malerei hängen lassen, schliesslich. Und wenn schon so etwas, dann sollte man die aufräumen. Ja, dann habe ich die Wohnung durch Selbstverschulden verloren. Nicht aufgeräumt. Die Miete nicht mehr zahlen. Ja. Und dann halt rausgeflogen. Die Notschlafstelle habe ich dann noch nicht gekannt. Sonst wäre ich auch direkt dort hoch. Von dem her auch Erfahrung für sich. Aber heutzutage möchte ich es nicht mehr. Snuffi, willst du noch einen Seewal auf den Grill? Ja, die haben 2 Seewal. Ja, eben, mein Bruder, Wally, ist auf die Idee gekommen, alleine im Rollstuhl in der Wohnung. Hat dann die Idee gehabt, weisst du was, komm doch zu mir wohnen. Er braucht auch Hilfe. Und seitdem ja, wohnen wir halt zusammenhaft. Und haben es eigentlich meistens lustig. Erzauberei, putzen. Was? Was? Wer putzt das Bett? Wer putzt den Rest? Wer putzt die Küche? Wer hat die letzten 2 Tage Alltag den Koch müssen putzen? Du bist immer ähnlich als ich immer wollen. Ja, Als ich in die Küche kam, habe ich gesagt, oh, es ist schon putzt. Ja, ja. Riesenaufwand. Da tue ich verstecken, sonst nicht noch schnauzen. Nein, keine Angst. Ja, ja. Ich habe Multiple Sklerose. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es nicht schlecht. Wenn ich andere anschaue, die MS haben. Und darum, das Snuffi ist eine verdammt grosse Hilfe. Es hat auch seine Vorteile. Man ist nicht alleine. Man ist drinnen. Hat den Nachteil, wenn es eben dann morgen um 1:30 Hilfe tönt. Dann ist man dann hellwach. Nach dem Gewicht haben. Dann kann man nicht mehr schlafen. Ich könnte ja im Schlaf singen. Nicht mal vielleicht.
Pausengruppe. Gerettet vor dem Fortschießen. Ist sehr bequem, ich schlafe gut ein drauf. Und da Dekoartikel zum Teil eben von den Ferien. Ausser die Settings, wo die Leute fortschießen wollten. Als sie vor die Wohnungstür gestellt haben, sie gewusst, wir machen Flomi. We can walk so many ways. Also, ich habe keine Ahnung. Aber du hast die beste Ahnung, gell? Also, gang da vorne reden und das geht's. Oh. Nein, es geht nicht um die Söhne. Du musst mich nicht beleidigen. Das ist eben, wie gesagt, Baldachin, Bahnhofplatz Bern. Viele Kollegen kommen hierher und hier findet man einander, oder? Also normalerweise ist es eben gemütlich hier. Von dem her, aber es gibt gerne so Querschläger, oder? Wie wir vorhin gesehen haben. Wenn man auf den Stegen hockt, wird man eben zum Teil abgestempelt. Ja, sowieso nur Gesocks, der am Boden oben hockt, oder? Und im Bahnhof weiss ich einem nicht unbedingt. Also zügelt man da raus. Wie ist das? Man kann den Leuten zuschauen, die durchlaufen. Manchmal auch wie Kino. Nur billiger. Manchmal sind wir auch am Fachsimpel, wenn jemand durchläuft. Der ist so und so angelegt, das könnte der für den Job haben. Ich weiss nicht, wie viel. Manchmal, dass man schon richtig getippt hat. Oder? Schöne. Offen. Oh, der Rand. Also, da habe ich vielen gesagt, das ist der russische Geheimdienst. KGB. Das ist der russische Geheimdienst, aber hier in Bern ist eben das kirchliche Gassenbüro Bern. Je nach Lust und Laune komme ich mal schauen. Vielleicht findet man noch ein lustiges T-Shirt. Und zwischendurch Hetzer. Oder eben, sie haben von Fanarbeit haben sie Abi für IB. Wenn ich schaue, komme ich schauen, ob eins frei ist. Und wenn eins frei ist, kann ich so am Match. Rudi? Servus Nuffi. Salut. Wie geht's? Oh, tipptopp, sollst du wissen, gell? Ja, naja, du kommst sicher wegen der Billie, oder? Ja, logisch. Wie war der letzte Match? Letztes war gut. Hier eins längt. Ja, eins längt. Voilà. Dann wünsche ich dir viel Spass. Das will ich haben. Und sonst wohnen ist gut. Ja. Auf die Ausgänge. Logo. Ja, Alles im grünen Bereich. Das war nicht immer so, oder? Nö, nicht wirklich. Gut. Gell, Kaffee, willst du Käse? Nein. Sonst kann ich dir eigentlich nicht so viel anbieten heute. Ein Sirüppli. Ah, süß auch nicht. Solltest du wissen. Ja. Ich kann dir kein Saure Bier, Gummibärli. Ja. ich kann dir kein Bier anbieten. Ja. Für das geht dann ein Reiflihof. Come to me in summer dress. Tada. Hi, Kleine. Ahoj. Hi, du. Ja, selber auch. Ja, es geht. Hi, Bub. Merci vielmals dann. Und gestern am Match war gut. Die erste Hälfte haben wir aufgeregt. Ist überhaupt gewonnen? Nein. Nein. Hi. Nein, aber nach 5 Minuten ist man wieder gestanden. Salut, Cosi. Oh, yes. Ich habe meinen Ex-Mann im Auchstübli lernen kennen. Und da mein Ex-Mann hat mit ihm im Sleeper geschlafen. Und so haben wir einander eigentlich auch lernen kennen. Und es ist einfach wirklich ein sehr guter Freund geworden jetzt über die Jahre. Das ist quasi meine beste Freundin. Er weiss viel, und wenn ich mal am Anschlag bin, er hört mir immer zu, gibt mir auch Ratschläge. Und ja,
Ich will ihn nicht missen. Da. Au! Gell? Und so plagst du mich dagegen. Ja, ja. Du bist schmal für Windschutz. Windschutz. Jetzt sieht sie nicht vor. Also Windschutz. Die Haare Also. noch ein bisschen weiter ran, sonst läuft es dir dann gleich davon. Hey, noch weg geht's gerade. Es ist windstill. Fast. Oder? Hier. Schön putzen, ja. Ja, ja. Sehr gut. Gell, einfach super Kunden von dem her. Und das wollen wir auch bei dem bewenden. Und lieber eine super Kollegschaft als eine schlechte Beziehung, oder? Hat man mehr davon. Also, halt nicht. Aber ja, das ist immer am ersten Sonntag vom Monat ist hier in Reithauen, Bern. Der Weitum bekannt, schon Flohmerit. Man sagt, es ist das Fläschchen ein bisschen besser, weil es nicht gerade hinter denen steht. Kommst du raus? Für den Einkauf da ist der Bali meistens zuständig. Zwischendurch werde ich auch gefragt, was ich meine. Und im Internet findet man gute Sachen. Das ist noch ganz lustig, einfach etwa früh aufstehen. Am Sonntag. Was tust du, Stile? Deal. 15 Franken ist gut. Und ein Säckchen auf eine 5. Für eine 5 lieber. Ja. Ja, ja. Für unseren Platz zahlen wir überlegen. Wir haben 4 Meter, pro Meter 9 Franken plus 5 Lieber Bearbeitungsgebühr. Also das Geld hat man sofort aus. Und der Rest entweder für Neuwaren oder dann eben Ferienkessel. Kann man brauchen. Aber die werden wir auch nie los. Wie werden die gut benutzt? Ich fühle mich hier eigentlich wohl, von dem her. Man hat seine Ruhe hier. Am liebsten ein bisschen gesund bleiben noch. Und weiterhin noch bei den Ferien. Ein bisschen. Und so anspruchsvoll sind wir beide nicht. Lange auch einfache Ferien, etwas anschauen oder so. Nur ja, keine Kreuzfahrt.